liebe Geschwister, liebe meine Every Nation Gemeinde, ich befinde mich bei einer Familie, die Freude ist sehr groß und ich freue mich auch sehr, weil ich gesehen habe, was wir erreicht haben zusammen. Die Hermine ist die Gründerin der Organisation Yerasanki Jana Barhof und sie ist sehr dankbar und sie freut sich sehr, dass wir Every Nation Gemeinde der Organisation sich eins gemacht haben und wir zusammen solche Familien helfen. Die Familie, das Kind ist gesundheitliche Probleme hat, sie ist 20 Jahre alt und eigentlich war die Organisation hat die Familie schon seit ein paar Jahren gekannt und hat immer wieder geholfen und in den ersten Zeiten hat die Familie einfach keine Möglichkeit gehabt, die Miete zu zahlen und deswegen und dank Every Nation, dank euch, liebe Geschwister, hat die Organisation sowas gekauft und wir werden Ihnen dreien jetzt filmen und ihr werdet sehen, dass die Familie eigentlich gesegnet ist durch euch. Hier in dieser Ecke wird die Familie die Küche haben und auch kleine Dusche. Hier wird die Wohnzimmer sein. Ihr seht, dass sie mit Möbel, Tisch und Sofa, Stühle, also die 2800 Euro, es ist nicht viel, aber auch nicht wenig und damit kann so ein Zuhause erreicht. Es sind noch viele Arbeiten zu machen, das heißt Renovierungen, wie gesagt Strom und Wasser, im Fernseher und noch ein paar andere Möbel und die Küche und so weiter. Ja, aber ich sehe die Freude in den Augen der Menschen. Hier werden die Kinder schlafen. Ja. Und das war's. Grüß euch. So, hallo noch einmal. Ich habe euch vermisst, ihr mich hoffentlich auch. Und ja, ich war in meinem Heimatland. Ich habe viele verschiedene Emotionen gehabt, Gefühle, alles hat sich gemischt und ich kann jetzt nicht erzählen, was ich da gefühlt habe. Auf jeden Fall Heimat, zu Hause, wo ich als Kind war, die Plätze. Es hat mich an vieles erinnert, die Familie, viele Bekannten und meine Klassenkameraden war schon schön. Die andere Seite war einfach Kriegszustand. Hast du Militärautos gesehen, die Soldaten hin und her transportiert haben und Kampfflugzeuge über die fliegen. Das hat mich dann schon traurig gemacht. Offiziell ist Krieg beendet, aber inoffiziell gibt es immer wieder so Kämpfe. Wo ich da war, waren wieder ein paar Soldaten, sind wieder gestorben. Und es war nicht leicht und man hat schon gesehen, wie Leute, also Armut ist sehr gestiegen und es war sehr schlimm und sehr traurig. Viele Kinder und Familien, also Familienväter, viele sind gestorben und viele sind so verletzt, dass sie nicht arbeiten können und nicht die Familie ernähren können. Und vom Land bekommen sie nicht so viel, weil das Land selber hat große Probleme und es ist einfach, ja, es war sehr traurig. Und in dieser Zeit habe ich mich einfach so sehr gefreut, dass wir als Licht Every Nation aus Europa da sind und sagen, hey, da ist für die zu Hause. Und es war einfach für mich, ich kann vielleicht nichts beschreiben, aber ich war drüben und die Freude der Kinder, der Menschen, das hat mich einfach wirklich gestärkt und weiter motiviert. Als ich da war hier in Europa, habe ich gedacht, ich habe so Kämpfe gehabt, so gedanklich, was soll der Container bringen? Und es ist so klein und so Container ist im Winter ist kalt, im Sommer ist heiß, aber wo ich drüben war, habe ich gesehen, wie sie Container so anpassen, Dusche, WC, Küche und auch für Winter
was zum Wärmen, also Ofen und so weiter. Also das war für mich eigentlich schon Ermutigung und ich habe mich sehr gefreut. Insgesamt werden wir, also bis jetzt haben wir 6 Familien geholfen. Davon sind 2 Familien sind schon im Container, die wohnen schon drinnen. 4 warten noch auf Installationen und auf Arbeiten. Es werden Arbeiten gemacht, Baustelle und so weiter. Mit dem Geld, was wir gesammelt haben, werden wir so circa von 8 bis 9 Familien helfen. Ja, und ursprünglich war von uns Wunsch von uns, dass wir 2 Familien helfen, aber Gott ist groß und wir können 9 Familien helfen. Ja, okay. Ist das verständlich? Machen wir weiter. Erste Folie bitte. Genau, das ist eine Familie. Blaue ist Container. Sieht man jetzt nicht so gut, aber davor haben sie so ein Dach gemacht, dass sie draußen einfach unterm Schatten sind und ist eigentlich sehr gut, was sie da gemacht haben. Eine fleißige Familie. Die Frau ist sehr krank, Marine, gesundheitliche Probleme hat sie. Ich habe einfach gesehen, dass alle diese Familien, die Eltern krank sind. Und deswegen, weil sie nicht zum Arzt gehen können. Und wenn sie Kleinigkeit haben, dann können sie nicht zum Arzt und diese kleine Sache wird so groß, dass es lebensgefährlich wird. Und zu 5 werden sie da wohnen. Genau, es ist noch viel zu machen. Also wir werden noch genauer so einen Überblick schaffen, gell? Bis alle 8, 9 Familien Platz bekommen haben, werden wir genau, also professionell wird es gefilmt und wir werden da noch genau vorstellen. Es ist nur so kurzer Input, dass ihr so mitbekommt, was gemacht wird. Nächste Familie. Davor hat sie in sowas gelebt, man weiß nicht, wie man das nennen soll. Haus ist es auf jeden Fall keins, Wohnung ist es keins, das ist nicht Wohnen, das ist irgendwie Sein. Und ja, und dann hat die Familie auch dank Every Nation Container bekommen. Und ja, es ist noch viel zu machen, aber also eben Kühlschrank, Waschmaschine und so weiter, aber man sieht einfach, dass da ist noch ein Unterschied. Und zurzeit sind leider 230 Familien auf der Liste, die sich bei der Organisation gemeldet haben, aber man kann natürlich nicht alle helfen. Aber das, was wir machen, ist trotzdem groß und preis den Herrn. Ich bin sehr dankbar, danke jedem Einzelnen, der sich da teilgemacht hat und wir werden noch weiter sehen, was Gott noch vorhat mit uns. Amen. Okay.